Morin, danke schön vielmals, dass Sie sich hier für das Interview Zeit nehmen. Herr Morin, fangen wir einfach gerade mal mit den Fragen an. Wenn man Sie wählt, wer wählt man denn? Ja, Mensch, der sich sehr um das Wohlergehen der Bevölkerung kümmert. Das habe ich ja schon als Arzt gemacht, als Hausarzt ist mir ja die Gesundheit und das Wohlergehen von meinen Patientinnen und Patienten wichtig gewesen, aber schon immer auch von der Bevölkerung. Und was mir sehr auch ein Anliegen ist, ist, dass auch künftige Generationen, nämlich unsere Kinder, eigentlich die gleichen Chancen sollen haben, wie wir sie haben. Weil ich fühle mich sehr privilegiert. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo es der Schweiz meistens sehr, sehr gut gegangen ist. Und habe eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, die man sich wünschen kann. Vom Studium, von der Ausbildung und so. Und eigentlich das wünsche ich eigentlich auch meinen Kindern und meinen Großkindern und weiteren Generationen. Und wie stellen Sie sich Ihre typischen Wähler vor? Ja, als Regierungsrat wird man in einer Majorzwahl gewählt. Und da muss man von 50% der Wählerinnen und Wähler gewählt werden. Das ist die Hürde. Also die Hälfte der Wählerinnen und Wähler haben mich mal gewählt. Die andere Hälfte nicht. Ich bin immer so bei 54, 55, 56% gewesen. So. Ja. Die Wählerinnen und Wähler, die das in mir sehen, dass ich mich für sie einsetze. Dass ich ein Anliegen habe für die Menschen, für die Bevölkerung, für die Menschen aus allen sozialen Schichten. Und denke auch parteipolitisch als Grüne bin ich eher links, aber ich bin ja in einer Stadt tätig, das sind städtische Menschen, urbane Menschen, die wählen auch eher grün und links. Das sind zum Teil eher Frauen, eher besser Bildete, die so uns gewählt haben, wenn man es untersucht. Und das heisst, jetzt wäre das gerade eigentlich schon meine Folgefrage, die beantwortet worden ist. Ich kann noch mal fragen, wie Sie sich Ihre typischen Nichtwähler vorstellen. Könnte man jetzt sagen, es sind eher ungebildete Männer oder wäre das schon zu derb? Ja, bin nicht sicher, ob das einfach so verhebt. Aber es sind sicher sehr bürgerliche Wähler, die mich eher nicht gewählt haben oder nicht wählen. Eher von der parteilichen Ausrichtung FDP oder SVP würde ich wahrscheinlich nicht wählen. Aber ich denke, ich habe immer auch bei den Grossratswahlen, die ich teilgenommen habe, immer sehr viele Panagierstimmen gehabt. Panagierstimmen sind die aus anderen Listen zusammengestellt werden. Also ich habe immer ein breites Wählerinnen- und Wählerspektrum gehabt, was die Partei betrifft. Und gibt Ihnen das auch ein bisschen Vertrauen, oder beziehungsweise es ist ja die Bestätigung, dass die Bevölkerung Vertrauen in Sie gibt, ist das für Sie ein wichtiges Zeichen? Ja, immerhin 3-mal als Regierungsrat gewählt worden Sie und 2-mal als Regierungspräsident. Das zeigt schon, dass eine Mehrheit der Bevölkerung Vertrauen hat. Und das ist natürlich auch die Basis, die einen motiviert, die Arbeit zu machen und auch die unangenehmen Seiten von deren Arbeit in Kauf zu nehmen, immer öffentlich zu sein und auch die Arbeitsbelastung, die relativ intensiv ist, und auch die Belastung für Familien. Gerade wegen der unangenehmen Situationen, die Sie jetzt erwähnt haben, haben Sie jetzt gewisse charakterliche Eigenschaften, wo Sie jetzt sagen würden, mit denen kann ich jede unangenehme Situation meistern? Nicht jede. Ich bin relativ ein feinfühliger Mensch. Ich musste lernen, mich zu wehren, in der Politik zu streiten. Das mache ich gerne, und was eine Eigenschaft von mir ist, wo glaube ich auch sehr gut ist für die Aufgabe. Ich
bin nicht nachtragend. Also ich kann streiten, mit jemandem streiten und ich habe es 3 Tage später wieder vergessen. Und kann wirklich auf denjenigen oder diejenige wieder neu zugehen, wie wenn ich nicht gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, eigentlich ganz toll für die Politik, weil man muss streiten und man muss ja Interessenunterschied austragen und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man und dann ist es aber vorbei. Und bleiben wir gerade nochmal bei Ihnen als Person. Sie haben 1984, wenn ich richtig informiert bin, das Medizinstudium abgeschlossen, sind also von Beruf eigentlich Arzt. Wir sehen ja nicht gerade wirklich viele Ärzte in der Politik. Und jetzt könnte man sagen, sind Sie an sich der höchste Basler? Verwirrt Sie das? Oder wie können Sie sich das erklären? Ja, es hat immer 1, 2 Ärzte im Großrot gehabt. Im Moment würde ich sagen, sind es 2. Mit mir sind wir vielleicht jetzt 3. Es ist natürlich schon so, neben einer Arztpraxis oder neben einer Arzttätigkeit im Spital bleibt ja eigentlich wenig Zeit für Politik. Und Politik, ob im Parlament oder in anderen Funktionen, braucht Zeit. Und das behindert natürlich viele Ärztinnen und Ärzte, sich zu engagieren. Ich bin aber schon immer während der Studentenzeit auch in der Studentenschaft aktiv gewesen und dann während meiner Assistenzzeit auch in Nichtregierungsorganisationen tätig gewesen, in der Friedensbewegung, in der Umweltschutzbewegung, in der Ärzte für Umweltschutz oder Ärzte gegen Atomkrieg schon aktiv gewesen oder auch kirchlich ein bisschen aktiv gewesen in der Konzilbewegung. Und habe auch immer so das gesellschaftliche Anliegen gehabt. Auch als Hausarzt. Sehr viele Krankheiten, die man behandelt. Als Hausarzt haben auch einen gesellschaftlichen Zusammenhang oder eine gesellschaftliche Auswirkung. Es geht auch um Arbeitslosigkeit oder arme Menschen sind dann abhängig von Unterstützungsleistungen vom Kanton. Oder Flüchtlinge sind abhängig davon, dass sie anerkannt werden und eine Niederlassung bekommen und. Also ich habe immer auch diese Seite, ist mir wichtig gewesen, auch in meiner ärztlichen Tätigkeit. Darum ist der Wechsel zur Politik gar nicht so groß gewesen. Interessant, das habe ich jetzt ehrlich gesagt so noch nie gehört. Ich habe noch nie einen Arzt interviewt, der schlussendlich Politiker geworden ist. Jetzt sind Sie aber nicht nur Politiker oder in Anführungs- und Schlusszeichen, Ihr Fachgebiet momentan in der Politik ist Regierungspräsident von der Stadt Basel und der Gemeinde. Und haben Sie da vielleicht irgendeine Lieblingsanekdote, wenn man sich jetzt fragt, was ist das bleibende Erlebnis gewesen? Mein Alltag ist so reich und das ist ja speziell auch an dieser Funktion vom Regierungspräsidenten. Ich vertrete ja den Kanton und die Stadt nach innen und nach außen. Das heisst, ich bin sehr viel unterwegs, treffe mich mit sehr vielen Menschen, mit dem Bundesrat, mit anderen Kantonsregierungen, mit den Konferenzen. Gestern bin ich in Lausanne an einer Versammlung mit sehr vielen Politikern und Wirtschaftsleuten aus dem Welschland, aber auch hier in der Stadt. Ich gehe 2/3 von der 100-Jährigen besuchen. Da ist mal etwas bei einem Besuch von einem steinernen Hochzeitsjubiläum von einem Ehepaar, wo beide noch leben und beide schon 70 Jahre zusammen sind. Steinerne Hochzeit. Da ist noch, die sind noch so rüstig und so lebendig, dass der Ehemann das Cello genommen hat und uns an dieser kleinen Vier eine Bach-Cello-Suite gespielt hat, mit 95 oder mit 97, ich weiß nicht. Das hat mich sehr beeindruckt und was dann noch
was sie uns gesagt haben dort, wieso sie noch nach 70 Jahren immer zusammen sind. Hat mich auch noch berührt, weil beide gesagt haben, das Rezept zum so lange zusammenbleiben sei kein Streit über eine Nacht stehen lassen, sondern immer einen Streit austragen und sich wie neu, jedes Mal wieder eine Art neu begegnen oder vergeben, einfach wirklich nicht mitschleppen. Das hat mich berührt. Das ist die Anekdote. Oder gibt es das überhaupt? Nein, das gibt es eben nicht. Es gibt sehr viele berührende Momente. Das finde ich sehr schön. Weil als Regierungspräsident begegne ich ganz, ganz viele Menschen, die es auch schwer haben oder die es gut haben. Und da gibt es ganz viele schöne Begegnungen. Und die sehr ähnlich sind, auch wie meine frühere Tätigkeit als Hausarzt. Auch als Hausarzt trifft man ja 30 Patientinnen und Patienten pro Tag, plus, minus. Und da gibt es sehr schöne Begegnungen. Und auch als Regierungspräsident habe ich die schöne Begegnungen. Sehr schön gesagt. Jetzt sind wir langsam so durch mit der Frage zu Ihnen als Person. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen auf die nationale Ebene sprechen, auch wenn Sie natürlich als Regierungsrat oder Regierungspräsident auch nicht gerade für die ganze Nation oder Ihre Partei sprechen können. Aber kommen wir gerade noch mal zu Ihrer Partei. Sie sind von den Grünen, aber momentan ist bei den Grünen ja nicht gerade alles so, wie es sein sollte. Bei den letzten National- und Ständeratswahlen haben Sie 1,2% Wähleranteil verloren, liegen momentan bei 8,4%. In Zürich hat der Martin Graf auch schon seinen Posten räumen müssen, auch ein Grüner. Wenn wir mal so fragen dürfen, was ist da schiefgegangen? Jetzt allgemein auf nationaler Ebene. Ja, das ist ja nicht ganz einfach zu analysieren. Umweltschutz und Umweltthemen haben so Zyklen, Aufs und Abs, obwohl ich immer noch davon überzeugt bin, dass wir gerade Klimaerwärmung nicht nur ernst nehmen, weil das wird sie selber, ihre Kinder enorm beschäftigen. Sie werden darunter leiden, bin ich überzeugt, wenn sich das Klima weiter so erwärmt. Dann werden wir Überschwemmungen haben in der Schweiz. Und weltweit wird es Dürreperioden geben und es wird viel mehr auch Flüchtlingsströme geben, weil es Wassermangel wird herrschen und. In den tropischen Gebieten oder Sahara-Gebieten. Also sie werden die Auswirkungen von der Klimaerwärmung wirklich voll spüren. Aber andere Themen wie Luftverschmutzung, Waldsterben, Atomfrage, Atomenergie und, die haben so Zyklen. Fukushima oder Tschernobyl, die Katastrophe haben natürlich einen Einfluss gehabt, dann wird es einem wieder bewusst. Dann verdrängt man es wieder. Dann kommen andere Themen wie wirtschaftliche Sorgen, Arbeitsplatz und werden wieder im Vordergrund. Dann wählen die Leute eher andere Parteien. Wobei ich glaube wirklich auch, die Grüne Partei ist nicht eine Themapartei, sondern hat aber das Bewusstsein von der Nachhaltigkeit immer im Hinterkopf. Der Grundsatz, eigentlich müssen alle Menschen die gleichen Chancen haben und auch die künftigen Generationen müssen auch die Chancen haben, die ihre Eltern und Großeltern vorgefunden haben. Also man muss mit den Ressourcen, mit der Energie, mit dem Wasser und mit dem Boden, mit den Arten eben nachhaltig umgehen. Also von dort her gibt es die Chance. Und eine andere Erklärung ist, dass viele andere Parteien die Umweltthemen auch in ihr Parteiprogramm aufgenommen haben. Die ganze Frage von der Energiewende, vom Abkehr von der Atomenergie, das ist jetzt fast mehrheitsfähig. Liberale beispielsweise. Die Liberalen
versuchen ja das Umweltthema mit dem Wirtschaftsthema zu verbinden, was ich eigentlich sehr begrüße. Von dort her gibt es Schwankungen, aber ich meine, es ist eine von den noch jüngeren Parteien in der Schweiz. Und sie schwankt zwischen 8 und 10%, je nach städtischen Kantonen. Also wir sind hier zu Basel mit 10-11%, gesamtschweizerisch auch. Also braucht es die Grünen weiter, da bin ich überzeugt, weil gerade Ausstieg aus der Atomenergie ohne grüne Partei und ohne grüne Partei, die weiter darauf schaut und darauf pocht, werden den Ausstieg aus der Atomenergie nicht schaffen. Aber jetzt, Sie haben gerade von diesen Zyklen geredet am Anfang. Jetzt dieses Jahr haben wir wieder eine nationale Ständeratswahl, das heisst, der Zyklus könnte sich weiterentwickeln. Aus Ihrer Sicht natürlich hoffen Sie sich nach oben. Jetzt machen Sie dieses Jahr etwas anderes wie vor 4 Jahren, um den Zyklus ein bisschen wieder in Schwung zu bringen. Ich selber bin ja nicht direkt beteiligt an den nationalen Wahlen. Ich bin ja mit den kantonalen Wahlen ja in der Pflicht bei den nationalen Wahlen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man immer wieder erzählt, schaut, die Ressourcen sind begrenzt. Klima ist da, sich zu erwärmen, wenn wir so weiter Erdölprodukte verbrauchen. Wir eigentlich sowohl aus der Atomenergie wie aus der fossilen Energie wegkommen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Atomenergie, da belasten wir einfach Tausende von Generationen mit dem atomaren Abfall und mit dem Risiko von der Verstrahlung. Und bei der fossilen Energie, wenn wir die einfach so weiter verbrauchen, tun wir immer mehr CO2 in der Atmosphäre, da gibt es Klimaerwärmung. Also braucht es ein Umdenken und auch eine Umgestaltung auch von der Wirtschaft und von der Energieressourcen. Also von dort her müssen wir das einfach weiter erzählen. Und jetzt nochmal kurz, bei der nationalen Ebene gibt es Punkte, in denen Sie die Schweiz jetzt spezifisch loben können über den Umweltschutz? Ja, also wir sind, gerade Basel-Stadt ist für Industrieland und den Industriekanton, was den Verbrauch von der Energie betrifft, vorbildlich. Wir haben eine sehr vorbildliche Energiegesetzgebung seit den 80er, 90er Jahren. Wir haben die Förderabgabe schon in unserem Energiegesetz, das heisst, mit jedem Kilowatt Stromverbrauch gibt es ein paar Rappen, wo man den Preis künstlich verteuert hat, um dann Energiesparmaßnahmen zu fördern, Wärmedämmung bei den Häusern und, Photovoltaik, all die Sachen. Und dann haben wir noch die Lenkungsabgabe dazu noch, das heisst, wir haben künstlich den Preis auch nochmal verteuert, damit man weniger verbraucht und das wird dann wieder rückerstattet. Also wir haben so ein Modell, das eigentlich jetzt auch national weit diskutiert wird, das ist schon in den 90er Jahren in Basel eingeführt. Ich glaube, die Schweiz ist, was den Ressourcenverbrauch betrifft, für eine Industrienation schon relativ weit vorangeschritten. Also vorbildlich, nicht ganz vorbildlich. Es gibt Verbesserungsbedarf, Es gibt schon noch Verbesserungen. Wir sind besser als Amerika, wir sind besser als Frankreich und besser als Italien in diesen Fragen. Und im Landschaftsschutz sind wir, glaube ich, auch, wir haben eine sehr große Tradition, auch alte Tradition von Natur- und Landschaftsschutz. Also da haben wir auch ein großes Bewusstsein, auch Bergkantone pflegen ihre Landschaft und ihre Natur sehr groß. Also es gibt schon Bereiche, wo wir vorbildlich sind. Wenn wir jetzt gerade schon bei den landesweiten Sachen sind, wenn Sie jetzt Bundesrat würden, Ja. welches Departement würden Sie sich wünschen? Ha. Ja. Ich hoffe mal, das sind Sie noch nicht gefragt worden in Ihrer Karriere. Nein, das bin ich nicht gefragt worden und wird wahrscheinlich auch nie Bundesrat werden. Darum ist das eine fiktive Frage, weil Bundesrat,
da muss so viel stimmen. Also erstens muss die Partei müsse eigentlich stärker sein, dass wir einen Anspruch hätten auf den Bundesrat. Dann braucht es ja dann noch auch die regionale Verteilung muss gerade stimmen, dass es gerade aus der Nordwestschweiz braucht. Wir haben im Verhältnis zu anderen Regionen aus der Nordwestschweiz wenige Bundesräte gehabt bisher. Also eigentlich seit man hat langsam Nordwestschweiz schon mal wieder einen Anspruch. Und von dort her ist die Chance sehr klein. Und man kandidiert ja nicht für ein Departement. Das entscheidet ja dann, das Kollegium, wie die Verteilung ist. Auch bei uns im Regierungsrat wird einfach nur regiert, als Regierungsrat gewählt. Der Regierungspräsident, der hat eine Extrawahl in Basel-Stadt. Der kandidiert auch als Regierungspräsident. Ja, aber es sind alle Departemente sehr spannend. Für mich natürlich, ich komme ja aus der Friedensbewegung, ich würde für nicht gerade das Militärdepartement wählen. Ich habe aus der Familie auch ein bisschen Tradition von Diplomatie. Mein Großvater war Diplomat, Botschafter. Also ich finde, die Buchhalter macht es sehr gut als Außenminister. Das ist kein Grün. Nein, er macht es sehr gut. Macht es wirklich? Er macht es. Ich bewundere die Buchhalter. Ich bewundere auch andere. Also auch gestern habe ich Silvetta Sommaruga getroffen in Lausanne. Sie hat es auch sehr gut gemacht. Jetzt macht sie es als Bundespräsidentin sehr gut. Also von dort her. Ich bin einmal Justizminister. Justiz hat mich auch interessiert. Wird mich auch, aber als Arzt ist das Departement des Innern, wo Gesundheitsversorgung dabei ist und Bildung dabei ist, wäre auch toll. Also dort Kultur. Aber so weg wird sie nicht reizen. Sie als Grüne. Ja, so weg. Gerade das Infrastruktur, natürlich. Das Infrastrukturdepartement ist natürlich schon sehr spannend. Auch spannend. Eigentlich. Aber ich könnte alles machen. Okay, und man muss bereit sein, alles zu machen. Weil das ist ja das Wesen von der, und das ist eine ganz tolle Eigenschaft von der Konkordanz. Demokratie und Konkordanzregierungen. Man kandidiert für die Funktion, aber nicht für das Departement. Ich als Arzt bin nicht der Gesundheitsminister, sondern zuerst der Justizminister gewesen und jetzt der Regierungspräsident. Und Juristen, und dafür ist der Jurist Gesundheitsminister. Das verstehen im Ausland die meisten nicht. Aber das ist ganz wichtig, weil der Entscheid, fällen wir den politischen Entscheid, fällen wir immer als Gremium zu siebt. Jeden Entscheid vom Gesundheitsdepartement, vom Finanzdepartement, vom Baudepartement und, fällen wir zu siebt. Die wichtigen. Also die Sachen, die ich in eigener Kompetenz für mein Departement kann entscheiden, das ist wirklich ein ganz kleiner Teil. Ich habe eine Ausgabenkompetenz, weiß nicht mal, 50.000 oder 100.000, also wirklich ganz gering. Alles andere muss ich ins Kollegium bringen. Und das sind strategisch-politische Entscheidungen, die wir fällen. Wir fällen sie gemeinsam. Darum sind die Akten so groß bei jeder Regierungssitzung. Das ist ganz Biege. Und da muss man nicht Fachmann sein, um so ein Departement zu führen. Jetzt kommen wir nochmal aber kurz auf die Schweiz zurück. Wenn Sie jetzt einen Brief an die ganze Schweiz schreiben könnten, im Wissen, der wird in jede Landessprache übersetzt und das kostet Sie überhaupt nichts. Was würde in diesem Brief drinstehen? Ich würde zuerst mal schreiben, dass wir ja als Schweizerinnen und Schweizer, als Einwohnerinnen und Einwohner, obwohl jetzt Schweizer als Schweizer nicht ist, aber als Bewohnerin und Bewohner, Einwohnerin oder Einwohner der Schweiz, ein Wahnsinnsglück haben. Dass wir uns eigentlich das müssten bewusst sein, wie gut es uns geht. Es geht wahrscheinlich kein Land auf der Welt so gut wie
das Bewusstsein, das braucht es, dass wir das alle wissen und auch froh sind drum. Aber auch ein bisschen von einer gewissen Verantwortung dafür spüren, dass das Privileg, das wir haben, dass wir so viel Reichtum haben, so viel Rechtssicherheit, so viel Gleichbehandlung von den Menschen, so viel Meinungsäußerungsfreiheit und so viel direkte Demokratie und dass wir da eigentlich die Verantwortung haben, auch solidarisch zu sein, solidarisch mit anderen Ländern, wo es nicht so gut geht, anderen Menschen. Ich denke jetzt gerade an die Flüchtlinge aus Afrika, die da übers Mittelmeer fliehen mit den Schleppern und Tausende sterben unterwegs. Ja, das Privileg, das wir haben, dass das uns auch eine Verantwortung abverlangt und eine Solidarität. Und bezüglich AKW und so würde sie sich nicht äußern. Das ist jetzt einfach die übergeordnete Seite. Und vielleicht können wir ja als Schweiz, weil wir eben auch so reich sind, können wir ja neue Lösungen ausprobieren. Gerade Energiewende, weg von der Atomenergie. Wenn ein Land das kann und neue Technologien entwickelt, die Innovation fördert für erneuerbare Energien, Innovation fördert für Energiesparmaßnahmen und, dann können wir das. Dann können wir vielleicht neue Lösungen, neue Wirtschaftsformen im Energiebereich, im Ressourcenbereich entwickeln. Wir können Labor sein, Versuchsstation für Lösungsmodelle, die vielleicht für uns im Klimaschutz und in der Energie könnten weiterbringen. Das wäre eigentlich die Chance, die wir haben. Gerade wegen dieser Chance, nochmal das Stichwort Chance, Zukunft. Wo sehen Sie, also jetzt Sie persönlich, nicht im Sinne von Ihrer Partei, sondern einfach Sie, die Schweiz in 20 Jahren? Ja, gestern an der Versammlung der Herr Letta gehört. Das ist ein früherer Premierminister von Italien gesehen. Er hat etwas Spannendes gesagt. Er hat gesagt, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir die ganze Frage der Migration nicht lösen, in Europa, jetzt nicht von der Schweiz geht, sondern in Europa, dann gewinnt Populismus, kriegt Aufwind. Weil die Angst vor der Leute, vor der Zuwanderung, vom Fremden, in derart so das Gefahr besteht, dass dann so rechtsbürgerliche, rechtspopulistische Parteien auf Schuld gehen, dann am Schluss auf einmal die Mehrheit haben und davon regieren. Also wir müssen sehr, sehr sorgsam sein und die dringenden Fragen von allen, nicht nur von uns, nämlich Klimaschutz, Armut, Reichtumsunterschied, Migration, Bevölkerungsbewegungen, Zuwanderung, all das wir wirklich friedlich zusammen lösen, sonst können rechtspopulistische Kräfte Mehrheiten bekommen, wo dann die Isolation wieder zunimmt, nationalistische Tendenzen und man weiß ja, was Nationalismus zu was es kann führen, Fremdenfeindlichkeit, aber auch Feindlichkeit gegen Juden und. Da macht man so. Das ist das Negativszenario. Aber ich hoffe immer noch, dass das Positivszenario da ist, dass wir aus dem Richtung wirklich, wo wir haben, dass das unsere Chancen ist, dass wir die Chancen nutzen, dass wir eine Art Modellgesellschaft sind, wo die Leute weniger Energie verbrauchen, weniger Ressourcen verbrauchen, weniger
Mobilität haben und trotzdem glücklich sind oder vielleicht sogar glücklicher als jetzt. Und das wäre dann in 20 Jahren? Das kann man jetzt nicht machen in den nächsten 20 Jahren. Also die ganze Frage von der Klimaerwärmung entscheidet sich in den nächsten 20 Jahren. Und in den nächsten 20 Jahren entscheidet auch vor allem etwas Neues, nämlich meine Generation, also unter anderem neu dazu meine Generation. Wenn ich mir jetzt mal da so als Repräsentant von dieser Generation gebe, bei uns oder in meiner Generation interessieren sich eher weniger für Politik. Haben Sie da irgendeine Botschaft an uns, wenn ich die jetzt entgegennehmen darf? Bin ich ganz sicher, es stimmt, dass sich Ihre Generation weniger für Politik interessiert. Bin ich ganz sicher. Ich frage mich immer, schaue ein bisschen um, auch bei meinen eigenen Kindern, die ein bisschen älter sind, nicht viel, aber ein bisschen. Sie beschäftigen sich schon auch anders, viel mehr auch in den sozialen Medien, also im Internet und so. Sie wissen mehr, ihr wisst viel mehr als wir. Also ihr habt Zugang zu allen Informationen sehr viel rascher. Wir sind auch sehr vernetzt, vielleicht auch vernetzt mit anderen, auch über weite Distanzen raus. Das ist meine Sorge. Ich bin nicht sicher, dass ihr es so einfach werdet haben, wie wir es einfach haben. Ich glaube, es wird härter werden. Ich denke an wirklich Umweltthemen wie Klimaschutz und Energiethemen. Ich meine, die fossilen Energieträger die gehen auch ins Ende, die Preise werden aufgehen und die ganze Unterschied von Reichtumverteilung zwischen dem Süden der Welt und der nördlichen Halbkugel, die ganzen Migrationsbewegungen, Flüchtlingsbewegungen, Umgang mit Islam. Da befürchte ich, dass es konfliktreicher wird und dass ihr da uns ältere Generation einige Vorwürfe werden machen. Wir haben es verpasst. Und denken Sie, gerade wegen der Social Media, wo der Informationsfluss viel schneller geht, würde ich sagen, da ist Politik vielleicht ein bisschen auf eine andere Ebene gerutscht oder ist dran, ein bisschen auf eine andere Ebene gekommen zu werden? Es beschleunigt sich, alles beschleunigt sich. Jegliche Entwicklungen, die ich in der Wirtschaft, in der Forschung, in der Innovation, aber auch in der Politik wird immer schneller. Also ich glaube, das ist also die mediale Revolution macht auch, dass sich alles beschleunigt. Und das ist auch die Chance. Vielleicht kommen da ganz, ganz neue Lösungen, die ich keine Ahnung habe. Man hat noch gedacht, dass es mal iClouds gibt. Oder wo dann das Interview über YouTube irgendwie in einer iCloud. Wer hat das gedacht vor noch 10, 15 Jahren? Oder? Das Internet, das ist in den 90er Jahren, oder weißt du was, erfunden worden? Ja. Also das ist eine Hoffnung, dass vielleicht Lösungen kommen, wo wir jetzt noch keine Ahnung haben davon. Aber die Lösungen müssen gerechter verteilt sein. Also ich glaube, wir müssen nach Lösungen suchen, wo Wohlstand, Reichtum und so auf der Welt gerechter verteilt ist, sonst gibt es Konflikte. Und da sehen Sie soziale Medien eher als Hilfe oder doch eher als Hindernis? Es hat hilfreiche Ansätze, aber es hat auch viel mehr Extremismus auf dem Netz wie früher, wo es noch kein Netz gab. Ja, eben, ist so etwas, was sowieso umgesehen ist und jetzt sieht man es im Netz. Und vorher war es einfach versteckter in den Gedanken oder weiss was, in kleinen Versammlungen. Was mich natürlich schon bedrückt, wenn ich auch die Blogs lese und Kommentare. Die sozialen Netze, die tun gewisse Hemmschwellen wie abbauen. Also man schreibt sehr viel rascher etwas, ein Kommentar, wo auch sehr viel Aggression oder Wut beinhaltet und. Die ist schon da. Also, und sie wird einfach präsent, ob sie jetzt im Netz ist oder im Herz, wenn der
Gefühl, was ist schädlich, das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe immer noch, dass die Vorteile überwiegen. Ich sehe es bei meinen eigenen Kindern oder auch bei mir. Wenn wir jetzt einfach Kontakt haben bis dann, doch ist es in Shanghai. Oder? Macht ein Auslandssemester an der Fachhochschule aus, an einer Uni in Shanghai. Die Chance hat man vielleicht vor 10, 20 Jahren nicht gehabt, es wäre viel schwieriger gewesen. Wir können jeden Tag über FaceTime, Skype oder weiss was miteinander kommunizieren. Ich finde, das ist eine Wahnsinnschance, oder? Und ich hoffe schon, dass mit diesen Kontaktdistanzen kürzer werden und eine Art Vernetzung der Menschen gibt, die eben wieder helfen, Gerechtigkeit, soziale Ausgleich zu fördern. Jetzt, bevor wir Ihnen da zu viel von Ihrer Zeit stellen, sagt man gerade mal direkt, wir sind jetzt langsam am Ende des Interviews. Jetzt noch die letzten paar Fragen. Können wir noch mal auf Sie sprechen? Wie sieht Ihr weiteren Weg aus? Wenn ich das wüsste. Ja, also ich meine, als Regierungsrat muss man sich alle 4 Jahre eine Wahl stellen. Die Wahl steht an im Herbst 2016. Ich bin schon 12 Jahre im Amt gewesen, ob ich nochmal 4 Jahre will, die Funktion ausüben oder nicht, das muss ich mir im Laufe dieses Jahres entscheiden. Ich habe noch nicht entschieden. Ich habe mal in der Medien gesagt, ich würde erst dann zurücktreten, wenn der Basler Zolli Panda-Bär hat, weil ich immer noch hoffe, dass China uns Panda-Bären einmal auslädt, Basler Zolli, und ich mich darum bemühe, aber das kann vielleicht auch mal sehr rasch gehen, oder vielleicht ich tendenziell wird es eher länger gehen, ich weiß es nicht. Nein, ich muss mich in diesem Jahr entscheiden, ob ich wieder kandidiere. Da sind sehr viele Faktoren. Ich habe mich noch nicht entschieden. Und wenn, dann gehe ich voller Begeisterung in die nächste Wahlrunde und kandidiere wieder und mache wieder 4 Jahre. Ich bin immer noch sehr bewegt durch was ich hier erlebe, was ich spüre und sehe und lese. Spürt man das? Ich möchte schon noch ein bisschen beteiligt sein an dieser Diskussion. Aber ich muss auch auf die Partei schauen, auf die Familie schauen, auf meine Kräfte schauen, auf die Gesundheit. Und zwar aber wieder das Regierungspräsidium, wenn ja, das war's. Ja, also wenn man schon 8 Jahre Regierungspräsident war, ist es schwierig, dann einen Schritt zurück zu machen. Nein, es war sicher wieder als Regierungspräsident. Ja, aber das muss ich. Ich habe noch ein halbes Jahr, 3 Jahre Zeit zu entscheiden. Gut. Und sonst gibt es auch Möglichkeiten. Okay. Und gibt es jetzt noch Sachen, die Sie gerne besprochen hätten, aber von mir nicht gefragt worden sind? Nein, das ist ein spannendes Gespräch. Wunderbar, dann Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist. Es freut uns sehr. Ich finde es einfach spannend, wenn sich junge Menschen um Politik interessieren, und darum habe ich das gerne. Dankeschön vielmals.